impressive that you managed to survive this long. Und somit Christi zurück zu Generation Zero. Wir sind da heroben im Norden und zwar bei unserem Stützpunkt Aspenes, keine Ahnung. Und heute in dieser Aufnahme möchte ich mir einen Bauplan holen. Beziehungsweise in den kommenden Ausgaben werden wir uns einige Baupläne holen, die wir dann später benötigen werden. Heute begeben wir uns 700 Meter in den Norden, um uns den Bauplan für die großen Erste-Hilfe-Sets zu holen. Genau. Wie du allerdings hörst, ja, genau. Tagtägliche Routine hier und natürlich hat sich in der Zwischenzeit einiges verändert. Dazu später mehr. Ich bin mittlerweile jetzt viele Stunden herumgelaufen, habe unseren Charakter ein bisschen nach oben gelevelt. Diese Hitboxen. Also, es, na. Ja, scheiß drauf. Na, bevor ich wieder einen Aufweg krieg. Scheiß drauf. Ich habe den Charakter in der Zwischenzeit ein bisschen aufgelevelt. Und das wirst du aber alles noch sehen. Wir haben einige gute Waffen dazu erhalten und dazu holen wir uns später auch noch Baupläne. Also die kommenden Ausgaben sind eigentlich nur mit Baupläne holen. Gefüllt, befüllt und du wirst es dann sehen. Ja, du Adlerauge. Haha. Ein Indianer für Arme. Wie du siehst, wir steuern auf Level 28 zu. Was ich weiß, haben sie das Level Cap hochgesetzt. Es gibt dann, die Level-Obergrenze ist dann nicht mehr bei 31 zu Ende, sondern es geht ja weiter hinauf. Genau. Ich duck mir da jetzt einmal kurz, weil ich was sagen will. Fertigkeiten. Das machen wir noch fertig. Diese Punkte. Und dann möchte ich mit denen anfangen. Wo war denn das? Da gibt's was mich interessiert. Flanke. Genau. Und dann suchen wir uns diesen Baum hier aus und noch irgendwann. Aber das dazu später mehr. Und zu den Waffen, die ich dabei habe, auch später einiges mehr. Ich habe mich in der Zwischenzeit mit sowjetischen Rivalen herumgeärgert. Ich habe mich mit Apokalypse Harvestern herumgeärgert. Und ich musste feststellen, trotz allem, dass die Luchse verdammt überdrüber sind. Also die kleinen sowjetischen Maschinen. Die halten schon einiges aus. Wir werden auch hier in einen Kampf verwickelt werden. Ich rechne mal damit. Wie du hörst, sie haben schon einiges. Da hinten irgendwo sind's. Wir schauen, dass wir da mal vorbeischleichen. Die nächste Suche, auf die ich mich begebe derzeit, sind Adrenalinspritzen. Wie das Ganze jetzt vonstatten gehen wird in der demnächstigen Zukunft. Wir werden uns jetzt da die Hauptinsel noch ein bisschen weiter vornehmen.
Danach fangen wir mit den DLCs an. So ist eigentlich der Plan. Wir haben dann noch das Resistance Update, FNX Rising und Alpine Unrest, genau. Und zwar der Plan müsste da oben sein. Da ist auch irgendwo eine Nebenmission, ich glaube dort. Aber die Nebenmissionen, die sind mir jetzt immer relativ uninteressant. Ja, die erste eigentliche Hauptgeschichte habe ich schon durchgespielt für das Let's Play. Habe aber glaube ich in der letzten Aufnahme schon mal erzählt. Mir fehlt eine Mission. BZW, mir fehlt ein Holoband oder Tonband. Jenes die eigentlichen Ereignisse vom Tag der Katastrophe triggert, sag ich jetzt einmal, auslöst. Und auf die Mission warte noch, dass mir das Spiel die triggert. Ich glaube, dass ich alle Missionen durchmachen muss. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Entschuldigung, dass jetzt mal ein bisschen finsterer lässt, beziehungsweise die Lampen nicht einschaltet. Wir nehmen es einfach einmal mit. Wir können es auch noch immer zerstören. Der Plan müsste hier in diesem Gebäude sein. Was? Spiel, du gehst mir heute schon wieder auf die... Kackbratze, muss ich schon sagen. Was haben wir da? Vielleicht liegt der Plan oben, ich kann es da nicht sagen. Da liegt nichts. Da liegt auch nichts. Vielleicht liegt er in der Badewanne. Kann nämlich auch sein. Nö. Da liegt er. Sehr gut. Das haben wir mal benannt. Warte mal. Vorm Landfall Update, also bevor die Sowjets in das Spiel gekommen sind, war das ein Gebiet für Apokalypse-Tanks. Aber anscheinend haben die letzten Updates so ziemlich einiges umgeschmissen. Ja, mich interessiert das nicht mittlerweile mehr. Es ist halt nur sehr ersichtlich. Okay. Da vorbei. Die Brücke. Dann machen wir da gleich weiter. Ja, heute werden wir ein bisschen schleichen. Mhm. Was haben wir dort hinten? Genau, weil normalerweise sind da immer, da in dem Gebiet da sind immer Apokalypse-Tanks
geirrt. Da ist die Kirche. Friedrich Holberg. Genau. Und der gute Herr Friedrich Holberg ist im Prinzip der zweite Auslöser für den Tag der Katastrophe, aber dazu später mehr. So. Nehmen wir nichts mit. Ich nehme fast nur mehr bestimmte Sachen mit. Also ich überlege schon mittlerweile dreimal, was ich mitnehme. Momentan suche ich nach Adrenalinspritzen, wie ein Vollidiot. Aber ich glaube, so richtig fündig werden wir dann später erst wieder werden, wenn wir nach Himfjell kommen. Weil den Graben vom Flughafen runter in den Süden, das habe ich schon alles durchgelutert. Scheiße. Bitteschön. Stufe 4. Aber ich glaube, wir werden nochmal Gefecht mit am Ende herumkommen. Nur vermisse ich ein bisschen die schwedischen Maschinen. Was mir aber in den letzten Stunden des Lootens, Farmen, Aufbauen etc. aufgefallen ist, es sind ja nicht nur die Tanks agiler. Mir kommt sowieso vor, dass die Entwickler beim Schaden, was die Maschinen machen, was Draht haben, den haben sie merklich aufgedraht. Und was sie auch gemacht haben, die Hunter sind auch agiler geworden und vor allem die Harvester, die sind auch anders. Ich glaube, ich höre einen Tank. Da aus der Richtung. Ich glaube, es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis die zwei miteinander. Der Tank müsste sich irgendwo da befinden. Ja. Der Tank kreuzt genau unseren Weg. Stellt sich nur die Frage, was für eine Klasse. Weil wenn das jetzt ein Apokalypse-Klasse-Tank ist, dann haben wir jetzt ein Problem. Na, es dürfte aber ein normaler Tank sein, also bis FNIX. Das hört man schon am Sounddesign.
Ma. Was ist da unten? Sie haben ja, was ich jetzt so gesehen habe, sie haben auf der Karte einiges verändert. Tada! Dazu später mehr. Militärklasse. Das ist auch Militärklasse. Tada! Sage das später alles. Kann jetzt nur sein, dass wir die zwei mit in den Kampf einziehen. Eins, zwei. Habe ich da so einen dritten Tank gehört? Das wäre natürlich nicht gut. Idiot. Brauchen wir es nicht. Also, wenn du da so durchschleichst, alles ist so mit Schnee bedeckt, da schleichst du so durch. Die kalten Winternächte, das ist schon geil. Was ist denn da hinten? Wer bist denn du? Ah, sowjetische Deckung, okay. Bewachen der Relaisantenne. Militärklasse. Auch Militärklasse. Okay, aber viel Muni habe ich für die. Viel Muni habe ich für das Spatzerle nicht. Egal. Ja, ich habe im Kampfgeschehen folgende Waffen erhalten. Ein experimentelles BVG 90 und ein leichtes Maschinengewehr mit 5. Also ich war eh schon relativ brav. Nur es bringt mir nichts, was da, wenn ich jetzt da 300 Stunden aufnehme, wenn ich jetzt da 300 Stunden aufnehme und mir dann keine Titel für die Episoden einfallen, ist auch scheiße. So. Der will doch nur spielen. Lass ihm doch die Freude. Er hat sonst keine.
Ah ja, und eine experimentelle Shotgun habe ich auch. Dafür sammle ich gerade die Vogeldunstmunition und... Ah, da müssen wir hinten zurück, wie genau. Die Waffen ist gut. Kurz einen Blick. Da ein bisschen aufheilen, wie man so schön sagt. Aufheilen und nicht aufgeilen. Weil heutzutage darfst du nicht mehr aufgeilen sagen. Aber wo ist die Kampftruppe jetzt? Da links. Braucht man. Trübes Wasser. Das Spiel so deppert, das hat mir jetzt die Mission wieder eingeschalten, ne? Ja, sicher. So, was haben wir da? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, die brauchen wir, die brauchen wir. Die brauchen wir. Und genau dich will ich mitnehmen. Bitteschön. 5 Kronen, jawohl, Baby. So will es und nicht anders. Gut, wir reisen zurück zu einem unserer zig Unterschlüpfe. Wow, müssen wir uns auch mal anschauen. Warte mal. Haha! Ich mach mich mal vom Acker ohne meinen Tacker. Was? Okay. Dann reisen wir mal zurück. Wir waren jetzt relativ erfolgreich und haben dann gleich die nächste Nebenmission auch gemacht. Wir reisen da nach Bauernhof Steinhager. Das ist eigentlich derzeit mein Lieblings Unterschlupf. Mein Lieblingsunterschlupf, der, ja, du hast dort deine Ruhe. Also wenn du jetzt die Scherengartenregion aufgerammt hast, hast du dort deine Söhnruhe. Das freut mich. Das gefällt mir. Was wollt ihr jetzt? Genau. Das wollt ihr wegrammen.
Die zwei behalte ich mir. Ja, also wie du siehst, es ist alles ein bisschen zusammengekramt. Ich nehme wirklich nur mehr das Notwendigste mit. Und das, was ich irgendwann einmal zu viel habe, zerstöre ich momentan schon. Da ist da dabei einer, das 4er Jagdgewehr brauchen wir eigentlich eh nicht. Ja. Den habe ich jetzt damit 5. Das ist die experimentelle Pump Action. Den brauchen wir auch nicht. Und das Maschinengewehr, die N60, die halten wir uns dabei noch. Die dürfen wir später auch besser kriegen. Genau. Oder wir halten es uns dabei. Derweil behalten wir sie uns noch. Da mal weg. Weg. Aber eigentlich könnte ich die Kbist auch wegtun. Weißt du was? Nein. Die Kbist, die halten wir uns noch. Die tun wir dabei da dazu einer. So. Genau. Jetzt haben wir da alles schön benannt. Wie du siehst, und wir haben noch immer genug Platz. Wir könnten es verbessern, den Lagerplatz von 4 auf 5. Aber ich würde sagen, wir kommen ja noch in die Gebiete, wo es richtig abgeht. So, jetzt schauen wir dann da gleich mal, wie du siehst. Den Bauplan habe ich uns ja schon besorgt. Und der war mir jetzt da der wichtigste. Genau. Und wie du siehst, wir haben 317 Titan, ich habe schon einiges zusammentragen. Hat eigentlich nur den Hintergrund, dass wir, wenn wir mit den Pläne suchen fertig sind, dass wir einfach nur mehr spielen können. Dass wir einfach im Überfluss alles durchmachen können, was uns beliebt, und ja, hin und her. Die Geschichte mit Himfjell wird eher ganz eigene. Passt. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Pläne suchen. Baba dabei.